Mein Name ist Henri Knaf, ich bin der Präsident vom Office National de Remembrement, den ONR. Wir arbeiten für alle Sektoren von der Landwirtschaft, sei es Büscher, das Land selber oder am Weinbau. Bei Lützburger Mosel haben wir eine ganz instabile Geologie und da gibt es viele Rutschungen, die den Winzer viele Probleme machen. Wir haben am Land also einfach Fleisch über die letzten Jahrzehnte, weil Maschinen nicht groß sind, für den Wehreso zu adaptieren, für die neuen Maschinen, dass sie das packen. Und dann profitieren wir für Parzellen, die über die letzten 200 Jahre zersplittert wurden, sie durch Irrschaften, durch Beikäfen, dass wir die auch bei ihnen kriegen. Und dann haben wir natürlich auch noch am Busch, wo wir seit 25 Jahren daran arbeiten, das ist mir rezent. Da geht es dann darum, auch für die Forstwirtschaft am Privatsektor zu stärken, durch einen performanten Wehbau. Das sind dann grosso modo die Sektoren, wo ein Eis findet. Hier sind wir an am Projekt Wintring. Hier seht ihr die Altsituation, wie die ausgesehen von einem Remembrement. Auslöser ist ganz oft Zersplitterung von den Parzellen. Wir haben auch viele Rutschungen dran, die aufhängen, verschiedene Wingerten aus dem Circuit zu holen. Die Winzer können nicht mehr mit den Maschinen rauffahren. Die Winzer selber können das natürlich nicht stemmen. Das Landwirtschaftsministerium hilft dann über das Eis, dem Office, dass wir dann die Arbeiten überholen und dass wir auch ein Gesamtprojekt machen, für das dann an den Griff zu kriegen. Ein neues Problem, das auftaucht, ist, dass verschiedene Winzer keine Repreneur haben, verschiedene Winger leider Bruch. Und das ist nicht gut, weil dann entstehen Krankheiten, Pilze, die sich bilden, die dann auf die Lopren übersprangen, Lobsparzellen. Und da sind wir am Gern an diesem Projekt für die erste Mal auch eine Lösung zu finden, für denen das so zu weisen, die nach weiterfahren. Und eventuell die nicht mehr weiter fahren, dann eine Parzelle zu gehen, die dann mal pro Jahr Bruch leiden. Als ich mal eine Taxation, da gibt dann ein Syndikat, respektive eine Lokalkommission, gewählt. Mit denen gehen wir dann auf den Terrain und da wird dann die Valeur festgestellt von den einzelnen Parzellen. Da haben wir ein Punktesystem und da sind Kriterien unter anderem Pond, Sonnenausstrahlung, Hangneigung, also Seitenhang, die Erosion spielt auch mit, der Kahle spielt mit, das sind so die Hauptpunkte. Wenn die Parzellen dann neu zugedeelt sind, da können wir anfangen mit den Arbeiten im Terrain. Das sind einmal die Wehr neu machen, aber auch teilweise die Rutschungen stabilisieren, was doch ein ganz wichtiger Faktor ist. Das Wasser kontrolliert aufzuladen und dann fangen wir auch an, Ponten anzupassen, sodass die einzelnen Parzellen bewirtschaftbar sind. Da können aber noch viele andere Sachen dabei, die wir auch machen, die der Biodiversität zugutkommen, wie zum Beispiel machen wir Myrgien, auch andere Habitate, wie andere Zuchten von Tieren, die da sind. Wir sitzen auch Bongerten, wir gucken noch mit den Fledermäusen, dass die hier Futterplätze kriegen. In dem Sinn profitieren nicht nur die Fenster davon, aber auch die Allgemeinheit. Hier sind wir nur an einem anderen Eck auf der Lützburger Mosel. Wir sind zur Stadt Bredemus. Hier seht ihr dann auch die neue Kulturlandschaft, wo wir dann auch hoffen, dass das die nächsten Jahrzehnte hält, dass wir nicht mehr intervenieren müssen. Und dass auch die grosse Rutschung, die wir hier am Eck stabilisiert haben, dass diese dann da geschlagen wird. Und dann sehen wir eigentlich noch Remembrement, wie es hier aussieht.